Krähe und der Fuchs. Nach einem langen Flug haben die Gänse auf einem Felsen in einer kleinen Bucht ihre Nacht verbracht. Am Morgen ist Nils mit knurrendem Bauch aufgewacht. Er ist vom Felsen geklettert und an den Waldrand gelaufen, wo er gehofft hat, ein paar Beeren zu finden. Der Nils hat trotz seinem Bärenhunger fröhlich vor sich angepfiffen. Die Sonne ist aufgegangen und hat ihre Strahlen über die Tautropfen auf der Wiese tanzen. Unter seinen Füßen haben die Tannennadeln geknackt und die Luft hat frisch nach einem neuen Tag geschmückt. Plötzlich hat Nils gespürt, wie ihn etwas von hinten am Kragen gepackt hat. «Hey!» hat er nur noch schreien. So schnell ist alles gegangen. Der Nils ist hin und her geschleudert worden. Als er sich endlich umdrehen konnte, hat er gesehen, was ihn da so umgeschleudert hat. Eine kohlrabenschwarze Krähe. Ihre gelben Augen haben den Nils Holgersson bös angefunkelt. «Lass mich runter! Lass mich runter!» hat der Nils geschrauen und mit allen Vieren um sich geschlagen. Das böse Tier aber hat nur gelacht. Es sind immer mehr Krähen dazugekommen. Eine hat den Nils stärker umgeschleudert als die andere, bis es ihm schlussendlich schwarz vor den Augen geworden ist. Als er wieder aufgewacht ist, ist er mitten in einem dunklen Wald gelegen. Der Nils hat sich sofort aufgerappelt. Ihm hat der Kopf gesurrt. «Bringt mich sofort zu der Wildgans zurück!» hat er befohlen. Aber die Krähen haben nur hysterisch gelacht. «Bringt mich zurück! Ich muss auf den Martin aufpassen!» hat er nochmal gerufen. «Hab dich freche Mu!» hat der grosse Krähe mit ganz verzauzten Federn gekreischt und ist am Nils gefährlich näher gekommen. «Sonst hack ich dir die Augen aus dem Kopf!» Sie hat den Nils gepackt und so fest in die Luft geschleudert, dass er mit dem Kopf an einem Baumstamm aufgeschlagen ist und das Bewusstsein verloren hat. Er ist ganz allein in einem kleinen Häuschen aufgewacht. Draussen hat Nils Krähen gehört lachen und krähen. Neben dem Bett hat er ein Päckchen Zündhölzchen entdeckt und sich in die Hosentasche gesteckt. Das kann mir sicher noch einmal nützlich sein. Der Nils ist vorsichtig ans Fenster geschlichen und hat hinter einem rot-weißen karierten Vorhang gelauscht. «Wir haben den Bub dort im Häuschen gefangen. Auf uns kannst du dich verlassen, Mirre!» hat eine von den Krähen unterwürfig gekrächzt. «Smirre!» Am Nils ist es heiß und kalt der Rücken abgelaufen. So, Nils Holgersson. Endlich kann ich mich an dir rächen. hat der Smirre geknurrt und mit einem Satz ist er in der Hütte gestanden. Der Nils hat nicht lange überlegen. Er hat sich das Zündhölzchen geschnappt. Dann hat er den Vorhang mit einem lauten Ratsch vom Fenster gerissen und sie geschwind angezündet.